Hallo zusammen, schön sind ihr da bei Handgelenk mal Pi. Ich bin die Ann. Das ist Part 2 von unserem Täschli-Video. Wir schauen uns an, was wir im letzten Video mit diesen Karten hier Schönes gemacht haben. Und ihr werdet sehen, was mit diesen beiden hier heute schief gelaufen ist. Viel Spass! So, also, ich habe mir da jetzt noch etwas überlegt. Ich habe schnell den Lochstand ein bisschen flicken. nein, nicht flicken, aber nur entklemmen, oder wie man dem sagen will. Ich habe mir überlegt, ich wollte noch etwas mit dem machen. Mit dem. Also einfach auch drauf loskleben, drauf losleimen. Einfach mal aufkleben. Mit dem und mit dem schönen Ärmel und hier hat er Platz. So, jetzt sind wir an der Ecke. Okay. Also, der Weg. So, okay. Und dann, jetzt schon. Jetzt so. So, du kannst natürlich schauen, wie der geht. Das ist so, ich glaube, dass die Karte sogar besser kann. Kommt jetzt auch oder dann ist es so, genau. So, das macht so. Okay, ja, so. Prima. Prima. Oh, hübsch. Ah, jetzt haben sie wieder den höheren Weg. Und das auch. Ich wollte doch noch Breite machen. Ah, jetzt auch. Das kann so. Ja, hübsch wäre es gewesen. ja. Das ist ja nicht verloren, den kann man auch sonst brauchen. Den kann man auch sonst brauchen. Aber jetzt wollte ich gleich noch schnell zwei Breite. Zwei Breite. Der kleine ist es mir jetzt gerade egal, aber ich werde zwei Karten für holen. So. Und, was haben wir noch? Was haben wir noch Hübsches? Oder hätten wir zwar noch ein schönes Vögel. Das ist jetzt einfach etwas anderes. Kärtchen. Das Vögel und dann. Oh ja, das ist schon noch schön da. Haben wir noch das. So. Oh, Nummer 1 Vögel. Gut. Und gut. Also, wieder einschmieren. Stecken. Jetzt schnell schauen, wo unser Vögel ist. Jawohl, da ist es. Ich klebe es so drauf. Einmal so. Und beim anderen Blättchen wollen wir gerne die Blümchen drauf haben. Wo sind die Blümchen? Die Blümchen sind hier ein bisschen eher so da. Also möchte ich gerne das so eher da haben. Tack. Oh. Ja. Krumm. Verrutscht. So. Perfekt. Jetzt ist gut. Also nochmal. Umschneiden bitte. Sehen wir gerade, ob wir das Vögel richtig verwünscht haben? Ja, oh, herzig, he? Sehr schmutzig. Und da. Wow! Sehr hübsch. Sehr hübsch. Noch ein bisschen andrücken, habe ich mir das Gefühl. Klebt nicht richtig, aber mal. So. Und dann, wenn wir auch beim Draufklebeln sind, bin ich da wieder bei meinen obligaten Sommervögeln.
Gerade jetzt bei dem hier. Oder ja, beim Vögel auch. Beim Vögel doch auch. So etwas da. Blau. Blau, blau. Blau oder vielleicht rosa. Das fliegt da zwar gerade ein bisschen zum Bild aus, das ist nicht so. Aber da vielleicht kommt es gerade so zu den Blümchen her. Was haben wir noch? Was haben wir noch? So rosa. Rosa oder blau? Rosa oder blau? Das Blaue verschwindet ein bisschen. He? Ja, ja, also rosa. Und da auch rosa. Gut, das wäre es schon gewesen. Oder wenn wir noch zweites könnten, wir könnten ein bisschen übertreiben. Wenn wir übertreiben. Ja, komm. So, ach, die sind immer so rutschig und man kann sie einfach nicht aufnehmen. Bei denen weiss ich jetzt gar nicht, die sind halt wirklich auch so glänzig, vor allem die Rändchen, ja, es sind eigentlich nur die Rändchen, die glänzig sind. Darum habe ich jetzt das Gefühl, kann man da gar nicht, ja, kommen wir nicht weit, wenn wir jetzt das noch vielen oder so. Ja, habe ich das Gefühl, so. Und weil man sich da immer schön Täppchen drauf macht und ich jetzt gerade total verklebte, verleimte und voll Gesso Finger habe, probiere ich das jetzt mal mit den Pincetten drauf zu pflümeln. Mal, passt. Da auch noch. Ach komm. Ach, ich kann es nicht. Oh, komm her. Da, jetzt. Ah, ich würde sagen, hey, mach ich nicht fertig. So. Und das noch. Hey, der ist jetzt schnell gegangen. Der hat eben drauf wollen. So, komm, ab. Der wird jetzt noch abgeschnitten. So, und dann auch noch ein bisschen mit Gesso. Was meinst du? Ein bisschen könnte man doch. Ein bisschen, hey, wenn wir das Zeug schon vorgenommen haben, wird das jetzt gefälligst auch gebraucht. Es ist ja nicht so, dass ich jeden Tag mit dem etwas machen will. So. Nur ein bisschen. Und mit dem bringe ich es tatsächlich auch ein bisschen matt her. Dass das glänzige Rändchen vom Sommervögel ein bisschen matt scheint. Ja. Nicht allzu fest, aber ein bisschen. So. So. Oh. Ups, noch ein bisschen viel, macht nichts. Mama. Alles gut, alles gut. So. Das Loch. Schon wieder vergessen. Aber kein Problem, machen wir das noch. Ja, und auch ein bisschen weiss anweisseln. So, das Rändchen noch ein bisschen weiss. Na, da steht der Sommervogel noch ein bisschen ab. Den schneiden wir ab. Voilà, jetzt ist gut. So. Genau. Und zuerst hier bei dem auch noch mit Gesso ein bisschen. Denke mir, es tut dann auch gerade das alles ein bisschen besser noch zusammenfügen. Dass es ein bisschen mehr zusammengehört, das Kleberli und Hintergrund.
Doch, doch. Doch, ich finde das gut. Mir gefällt das. Wie wäre es da, wenn wir da ein Loch machen? Könnten wir... Oh, ich sehe nicht. Oh. Ja, sehe ich halt nicht. Man muss halt blind. So. Gut. Passt auch noch. Gut gekommen. Da. Also, und dann haben wir gesagt Bändeli. Bändeli, vielleicht passt das völlig nicht, ich weiß es auch nicht. Aber einfach so ein Stück, mal, schau mal, das ist doch hübsch. So ein Stück Band drauf. Und so. Und so. Einfach so. Machen wir mit dem Tacky. So. Ah, komm. Komm, komm. Salig. Oh ja. Oh ja, das ist hübsch. Dass da noch so ein bisschen durchschimmert und so. Mal. Passt. Und bei dem habe ich mir jetzt noch etwas anderes vorgestellt. Jetzt hole ich gerade mal schnell die wir schon gemacht haben oder schon ein bisschen getrocknet sind oder hätten sollen. Und die müssen jetzt halt doch ein bisschen abdampfen. Die haben wir jetzt schon gemacht. So. Und ich habe hier noch etwas Spezielles für genommen, das habt ihr sicher schon gesehen. Zum einen sind das die da. So, ja, vielleicht, wie könnte man denn sagen, Fake-Buchecken. So. Oh. Oh. Wow. Das gefällt mir im Fall. Das gefällt mir. Da würde doch auch noch hübsch aussehen. Ja, mal. Wieso nicht? Oh. Ein bisschen krumm irgendwie. Ein bisschen verkrümmt. Nein, schau nicht so viel. So, und zum anderen habe ich die richtigen Bucheckchen. Die sind mir für die Grösse von Büchern, die ich gerne mache, fast ein bisschen zu klein. Ich finde, so vielleicht für so solche Bücher in dieser Grösse würden die noch recht herzig aussehen, glaube ich. Ja, selbst hier sind sie ein bisschen klein. Aber ich glaube eben, das würde doch herzig aussehen. Ich glaube schon. Ja. Und die klemme ich mir einfach mit der Flachzange zusammen. Vielleicht könnte man noch ein bisschen Leim dran tun, ich weiß es auch nicht. Es tut es dann so ein bisschen aufbeugen. Und probiere ich es irgendwie wieder zusammenzubeugen. Weil jetzt das halt nicht so ein dickes Karton ist, beugt es das fast ein bisschen mehr noch. So, aber ich glaube, wenn wir da richtig fest zudrücken, dann hat er da. Nachher wird sie sowieso reingekleimt ins Buch. Und nachher ja, reisst ja niemand mehr dort dran. Es ist ja nicht so wie jetzt bei einem richtigen Buch, wo man es dann ständig umeinander schleppt und dort immer ankommt. Dann macht das jetzt nichts, wenn es nicht bombenfest hebt. Aber beugt es mir das hier wieder ein bisschen auf. Das macht nichts. Das macht nichts. So, da noch ein bisschen klemmen. So, das finde ich auch noch recht herzig. Jetzt oben könnte man auch noch, aber ich glaube, nein, das lassen wir sein. So, was machen wir da auch noch dran? Da noch dran. Da ja, ich glaube, das würde dem Vögel noch recht gut tun. So, komm. Zusammenklemmen. Zack, zack. Oh, ja, eben. Beugt es wieder auf. Ah, das ist gut. Das ist gut. Ja. Und da, das ist das andere.
Dem Vögel das Schwänzchen klemmen. Sorry, Vögel. Oh, ich habe gerade drauf geschmiert. Ist es da wieder aufgekommen. So, aha, jetzt ist es natürlich ein bisschen zu fest. So geht es schon. Ein bisschen. Ah, jetzt gefällt mir das Geschmier gerade nicht. Jetzt müssen wir noch ein bisschen mit Gesso drauf. So. Genau. Jetzt ist gut. Jetzt ist gut. So, hey. Ja, voll herzig. Ich glaube, den lasse ich so, wie er ist. Das gefällt mir nämlich so auch ganz gut. Und jetzt die muss man tatsächlich, glaube ich, mit Heißleim draufkleben. Und für das habe ich doch extra für heute Kabelverleitung in der Stube. Und alles wunderbar schon parat gemacht. Autsch, aufgeheizt. Und dann brauchen wir ein bisschen mehr. Probieren wir doch das so drauf zu schmieren, dass ich mir nicht den Finger anleime. Aua, es fängt schon ein bisschen an heiß werden da. So. Und man nicht alles komplett zwischen diesen Dingen durchdrückt. Das will ich auch nicht. Das würde vielleicht auch nicht so hübsch aussehen. Aber so. Ich finde es mega herzig. Und das auch noch. So, eben. Nicht mehr ab Finger. Komm. Die Fäden, die sie verzieht. Ah! Ja, daran sieht man vielleicht, dass ich nicht so viel mit dem Heißleim arbeite. Ah, weg. Ah ja. Vielleicht sind ihr ein bisschen geübter, was das angeht. Ich definitiv nicht. Mir bleibt es immer kleben, dann verzieht es Fäden, dann leime ich mit den Finger an. So, aber hey, es hebt und es sieht herzig aus. Und jetzt hier noch. Könnte man da sogar... Nein, das kann man nicht. Aber ja, zwar ganz mega an den Rand. Ganz an den Rand. Vielleicht das noch ein bisschen geräder beugen. So. Das finde ich, das ist schon recht herzig. Ups, das war zu viel gewesen. Au, es wird heiß. Oh Mann. So, ganz das Rändchen raus, wollte ich den. So. Doch. Auf die Unterlage geklebt. Nein, ist alles gut, alles prima, alles wunderbar. So, hey, es hat mega Spass gemacht, einfach mal Kraut und Rüben so relativ planlos drauf los zu basteln. Und was dabei rausgekommen ist, muss ich doch sagen, doch, ich bin zufrieden. Ich habe große Freude an diesen Kärtchen und ich denke, die tun wir dann einmal schön in unser Junk Journal rein. Und ja, dann kann man sie dann befüllen, diese Täschchen. Schön sind ihr dabei gewesen, schön habt ihr euch darauf eingeladen, auf das Experiment, wenn wir einfach mal drauf los machen mit was weiß ich alles, was da so umeinander liegt. Und ja, vielleicht habt ihr ja das nächste Mal wieder Lust mitzumachen beim Experiment, bei Kraut und Rüben oder vielleicht auch bei etwas, wo ich wieder mal ein bisschen schön geplant habe. Es wäre mega cool, gebt einen Daumen hoch, wenn es euch gefallen hat. Ihr dürft mir gerne folgen, wenn ihr mehr sehen wollt. Und dann bis zum nächsten Mal. Tschüss!